올라서다 된대. 잘하는 기회네. 망어야 So, 세시지 난게기요. jetzt möchte ich 파도 zunächst 준비돼 준비도 주면 안 봤어다. zuerst alle jene, die über das Internet hier 텐데다 zugeschaltet sind, 텐데 신이 die 텐데 Arhabenen Sangha und 세계 die 고모요 Kalyana 소소다. Mitras, die 아니 어차시에 섬주셔요. möchte ich hier begrüßen und die 다 Dharma-Freunde und 된대 Freundinnen und so 데르와 weiter. 가서 덴베 데르디 마지시어다. Und 덴베 데르디 möchte heute damit fortfahren, was wir 데르시한다 가서 bereits begonnen haben über die Abfolge der Weitergabe des Dharma. 방법들이 정규는 안 되게 소스. 나는 이번에를 규율은 Ich 안 habe 되게 zuerst die nördliche Tradition dargelegt und jetzt 아, kommen wir zur 받아줘서 südlichen. 어때 간대질 토요하랬잖아. 규율은 안 되게 소스 되라 토요하래. Und danach die tibetische Tradition vorgestellt und jetzt hier kommen wir zur südlichen Tradition. Wenn wir über die südliche Tradition nachdenken, dann ist das zunächst eine Quelle, die zu nennen ist. Das wäre der 700 Bündel Version, die heißt Sattasatika Kandaka. Und in diesem Text ist eine Abfolge erklärt. Und der zweite Punkt, den ich behandeln möchte, ist dann die Übertragungslinie im Sinne der Mahasanghika Vinaya-Tradition. Um zu dem ersten zu kommen, nämlich nach der 700 Bündel Überlieferungslinie, in der Sattasatika Kandaka, nach der Theravada Überlieferungen. Da ist eine ähnliche Weitergabeabfolge im Sinne der Hauptlehrer dargelegt. Aber hier nicht in der Art und Weise, wie es in der tibetischen Überlieferung gelehrt wird. Und deshalb, weil hier in erster Linie die Rede ist von einer Weitergabe oder Fortführung der Vinaya-Tradition und ist eine Überlieferungslinie der Weitergabe im Sinne eines Erziehers oder Anleiters, von dem man die Vorsätze dann übermittelt bekommt. Und in diesem Sattasatika Kandika, dem 700 Bündel Text zusammen mit einem Kommentar, dem Samanta Pasadika, wenn wir die als Grundlage nehmen, dann ist darin, in anderen Kommentaren auch, dass ist dann von Buddha angefangen bis hin zu dem zweiten Konzil eine Übermittlungslinie erklärt. Und der Buddha brauchen wir natürlich zunächst dabei jetzt nicht als natürlich als ersten voraussetzen, aber nicht erwähnen. Dann war da als nächster Upali zu nennen, der nämlich unter allen seinen Schülern derjenige ist, der Experte, der kundigste war in der Vinaya-Unterweisung. Deswegen heißt es auch schon in dem ersten Konzil, dass derjenige, der die ganzen Unterweisungen des Vinaya zusammengestellt hat und wiederholen konnte, war Upali. Und in dem Sinne, dass er der kundigste war, der erfahrenste in der Ausübung der Vinaya-Vorsätze. Und nach ihm wird dann hier in der südlichen Tradition, in diesen Texten, erwähnten Texten genannt, einen anderen Lehrer, Dasaka. Ich glaube, es ist einfach, wenn ihr auf diese Auflistung hier schaut. Der zweite ist also Dasaka nach Upali und dann der dritte ist Sonaka, dann Sigava und schließlich als letzter ist dann Moggaliputtatissa genannt.
Also jedenfalls Moggaliputta Tissa, der auch in dieser Überlieferungstradition als der Hauptlehrer von Ashoka, dem Dharma-König Ashoka, genannt wird. Das war also zur Zeit des zweiten Konzils, wo Moggaliputta Tissa in Erscheinung trat. Einige Überlieferungen sagen, dass er eben bei dem dritten Konzil beteiligt war, aber hier ist die Rede von dem zweiten. Also wenn wir über zweiten und drittes Konzil sprechen, dann wird es sehr kompliziert. In jedem Fall aber sei er hier nach dieser Überlieferungsreihenfolge in der Hauptlehre von Ashoka gewesen. Das ist die Vinaya-Fortführungslinie, wie sie in diesem 700-Bündel-Text dargelegt wird, in der südlichen Tradition. Und die zweite, die ich darlegen wollte, ist die nach der Mahasankhika-Tradition. Und das ist also die Überlieferungslinie des Vinaya in der Mahasankhika-Tradition. Und in der 33. Abteilung oder Unterteilung dieser Texte des Mahasankhika heißt es, der Bhikshu Upali hat den ganzen Bündel, den Korb des Vinaya zusammengefasst in Rajkriya und hat es dann an Vasubandhu weitergegeben. Vasubandhu hat es Madhyantika anvertraut. Madhyantika wieder hat es Shanavasin anvertraut und Shanavasin wieder zu Upagupta. Upagupta schließlich gab es den Älteren zu jener Zeit des Dharma-Königs Ashoka wieder weiter. Also haben wir hier die folgende Reihenfolge. Einen kleinen Augenblick bitte. Das war das Zitat aus dem 33. Bündel der Mahasankhika Vinaya. Die Grundlage, die Quelle hierfür ist ist das Zitat aus dem 33. Abteilung des Mahasankhika Vinaya, da ist es der Bhikshu Upali, hat Vinaya zusammengefasst in Rajkriya und er hat es dann anvertraut an Vasubandhu, Vasubandhu wiederum Madhyantika und Madhyaka an Shanavasin, Shanavasin an Upagupta und Upagupta gab es zu den Älteren zur Zeit des Königs Ashoka weiter. Also zu jener Zeit haben wir einen Vasubandhu hier drin erwähnt. Dieser Vasubandhu ist aber nicht derjenige, der als Autor des Schatz des Abhidharma bezeichnet wird, sondern dieser Vasubandhu hier ist eine Person, die als ein direkter Schüler von Upali gewesen ist. Nach ihm ist es Madhyantika in der Mahasankhika-Tradition. Und das ist hier erklärt in dem Sutra der Fragen des Shariputra, in dass diese Reihenfolge sehr ähnlich ist der Mahasankhika-Übermittlung, wie sie in dem Sutra der Fragen von Shariputra dargelegt wird. In der chinesischen Überlieferungs- oder Lehrtradition ist die Rede von 5 verschiedenen Vinayas. Und
Und in dieser Tradition der Bericht der chinesischen Übermittlung ist die Rede davon, dass hunderten Jahren nach dem Parinirvana des Buddha dann der 5. Hauptlehrer in der Weitergabeabfolge Upagupta gewesen sei und dass von ihm aus dann 5 verschiedene Vinaya-Lehrrichtungen, das seinen Schülern wie Dharmagupta und so weiter, sich entwickelt hätten. Diese, das war die erste Gruppe, war also die Dharmaguptakas, das waren die Schützer des Dharma, die haben also, oder 5, es wird die Rede von 5 Dharmaguptas, also 5 Dharma-Lehrrichtungen. Und die wurden dann die 5 Lehrrichtungen des Vinaya. Und in der chinesischen Übersetzung sind diese 5 Überlieferungen des Vinaya in fünf Vinaya-Lehrrichtungen. Das erste sind die Dharma-Schützer genannt, die Dharma-Gupta. Und das bildet dann eine Dharma-Guptaka-Vinaya-Abteilung. Das ist die ausführlichste. Eine Vinaya-Aufteilung mit 60 verschiedenen Unterabteilungen und da ist eine Gruppe von Vorsätzen für Bhikshus und eine Gruppe für Bhikshunis darin enthalten. Paratimoksha, also Vorsätze zur individuellen Befreiung. Und dann haben wir dann Sarvastavada, die Vinaya, da gibt es 61 Abteilungen, einen für Bhikshu und einen für Bhikshuni. Und dann habt ihr den Mahishasaka, der hat 30 Abteilungen und wieder einen für Bhikshus und Bhikshuni. Die Kashyapya ist nicht vollständig übersetzt in das Tibetische und dann schließlich noch 5. ist da die Mahasanghika Abteilung des Vinayam, die halt 40 Bündel hat, einen für Bhikshus und einen für Bhikshuni. Also 5 sind vollständig in der chinesischen Tradition erwähnt, bis auf, dass die 4. nicht komplett übersetzt ist. Das heißt, dass dies die 5 verschiedene Hauptlehrer der Weitergabefolge seien und in der tibetischen Überlieferung ist da auch ein Upagupta drin erwähnt. Und die 5 verschiedenen. So ist es in der chinesischen Tradition, 5 verschiedene Lehrrichtungen des Vinaya daraus entstanden sein. Aber einige moderne Gelehrte sagen, dass diese 5 Vinayas zur Zeit von Upagupta bloß als die Namen genannt sind. Tatsächlich die Zeit, wo sie auftauchten, war während der Regierung des Dharma-Königs Ashoka. Und so zum Beispiel in dem Rat der Unterscheidung der schriftlichen Überlieferungen, in dem Chinesischen wird die Urspaltung des Sangha in die verschiedenen Gruppen dargelegt. Und da ist von 4 Untergruppen die Rede. Ein Sangha, die Naga-Untergruppe, die Umlandgruppe, die Gruppe der Gelehrten oder Kundigen und dann die Gruppe der Älteren. Und es sind also nur 4. Naga-Gruppe, die Umlandgruppe, die Gelehrtengruppe und die Gruppe der Älteren. Das sind die 4, die dort erwähnt werden. In der tibetischen Überlieferung wird das anders dargelegt. Und es scheint aber auch eine Frage der Übersetzung zu sein, wenn man auf die chinesische schaut bei Xinzang. Das ist die Rede von 4 Gruppen. In der tibetischen heißt es, in der tibetischen Übersetzung ist es etwas missverständlich ausgedrückt.
Die Frage, ob die Naga-Gruppe, wie auch immer, gibt es da 4 verschiedene Gruppen, von denen die Rede ist, die entstanden sind. Also in diesem Rat der Unterscheidung der schriftlichen Überlieferung sind von diesen 4 Untergruppen oder Schulen die Rede. Und wenn man aber dann noch die Gruppe der von Upagupta angeführten zunimmt, dann, die hier nicht darin eingerechnet sind, dann hätten wir tatsächlich 5 Gruppen innerhalb der Gemeinschaft zu unterscheiden. Diese 5 verschiedenen Untergruppen, warum sie überhaupt entstanden sind und ihre Unterschiede sich herausgebildet haben, ist wahrscheinlich aufgrund der verschiedenen Aufenthaltsorte, der verschiedenen Art von Sprache, die dort vorherrschte, und dann der verschiedenen Art von ethnischer Abstammung und so weiter. Also in dieser Weise haben sich also 4 verschiedene Untergruppen gebildet. Das ist sozusagen die Hypothese, die aufgestellt wird und nach den modernen Gelehrten, die es darlegen. Und wenn man die Gruppe derjenigen, die Upagupta gefolgt sind, dann noch dazu zählt, dann haben wir 5. Und von denen, wenn man diese 5 nimmt, das sind die ersten 3, nämlich die Gruppe der Naga, die Naga-Gruppe, die Umlandgruppe und die der Gelehrten, das, was dann später die Mahasanghika-Bewegung darstellt, wohingegen die Älteren und diejenigen, die den Dharma-Bewahrer, dann den Keim für die Sthaviravada-Schule gebildet haben. So kann man darüber spekulieren oder eine Hypothese bilden. Aber da möchte ich noch später darauf zurückkommen, wenn wir uns mit der Spaltung in die 18 verschiedenen Untergruppen beschäftigen. Jedenfalls sind die ersten 3, also jene, die dann sich wiederfinden in der Mahasanghika-Lehrrichtung, und die beiden weiteren von den 5 sind eben die Älteren und die Dharma-Bewahrer, die dann in der Sthaviravada-Schule sich wiederfinden. Also haben wir hier so eine Spaltung, eine ursprüngliche Spaltung, die dann später unter diesem Namen bekannt und weitergeführt worden ist. Das gründet sich auf dieses Rad der Unterscheidung in der schriftlichen Tradition, die eben diese 4 Untergruppen innerhalb des Sangha aufzählt. Aber im Falle der 5 Vinayas, die aufgezählt sind in der chinesischen Überlieferung, sind von denen nämlich nur in der Mahasanghika-Überlieferung die tatsächliche Überlieferungslinie der Weitergabe der Vorsätze erwähnt. Bei all den anderen ist keine Überlieferungslinie der Vorsätze dort ausdrücklich erwähnt, und falls sie dann später auftauchen, sind sie dann eben auch später hinzugefügt worden. Wir haben also hier eine Unterschiede, die wir betrachten können. Hier, das in einem Fall hier heißt es, dass hier in der nördlichen Tradition, das von Kashyapa an Ananda und an Shanavasin und an Upagupta weitergegeben wurde, der wiederum der Lehrer des Dharma-Königs Ashoka gewesen ist. Und in der tibetischen Tradition werden diese 5, wenn die Mahasanghika ganz Vinayas, die 5 Vinayas bezeichnet, und nur die Mahasanghika haben diese direkte Aufzählung der Überlieferungskette der Weitergabe der Gelübde oder der Vorsätze. Und in dieser tibetischen Überlieferung wird die Unterscheidung gemacht zwischen dem niederen und dem mittleren und dem höheren Vinaya. Aber alle diese anderen sind später zusammengefügt worden, und deswegen brauchen sie auch nicht erwähnt zu werden. Tatsächlich ist wichtig zu bemerken ist, dass hier die
die dass die Vorsätze, die einer vollen Ordination oder Bestwerdung entstehen, von dem Sangha selber, von der Gemeinschaft weitergegeben und nicht von einem Individuum, dass die tatsächliche Überlieferungslinie, also hier diejenige wäre, die eine Überlieferungslinie darstellt, dadurch, dass durch die Anwesenheit der ergänzenden Sangha-Mitglieder, die tatsächlich dabei anwesend waren und nicht so sehr eine Überlieferungslinie von Einzelpersonen, weil aber, und das braucht man sowohl braucht man das für die Bhikshus und wie auch für die Bhikshunis, für beide braucht es eine jeweilige Gegenwart von Sangha-Mitgliedern. Und das war eigentlich die Weitergabe der Vorsätze durch die Gemeinschaft selber erfolgt und nicht durch Einzelindividuen. Wenn man aber fragt, woher die Übermittlung der Bhikshunis kommt, dann findet man in den Quellen immer nur Hinweise auf die Bhikshu-Sangha. Und wie auch immer, obwohl die eigentliche Übermittlung dieser Vorsätze durch die Gegenwart des Sangha-Gemeinschaft zu jedem Zeitpunkt in dieser Zeremonie gegeben ist, war dann der anwesende Anleiter oder Erzieher wahrscheinlich einer so überragenden Rolle, dass man später dazu kam, die Überlieferungsabfolge der jeweiligen Erzieher oder Anleiter dieser Kempos als die Hauptüberlieferungslinie zu bezeichnen. Und tatsächlich ist es aber eine Übermittlung der Vorsätze, eine Weiterführung der Vorsätze, die man fasst. Und man muss das prüfen, man muss prüfen, wer zu dieser Zeit dann anwesend war von den Sangha-Mitgliedern. Und in der tibetischen Überlieferung hat sich das dann so gestaltet, dass es eine Überlieferung der jeweiligen Erzieher oder Anleiter oder Kempos geworden ist, nicht so sehr der Sangha-Gemeinschaft, die zu jedem Zeitpunkt anwesend war. Und als weiteres möchte ich auf die Unterschiede eingehen zwischen der nördlichen und der südlichen Übermittlungslinie. Der Unterschied zwischen der südlichen und nördlichen Übermittlung ist, da gibt es also einige historische Unterschiede, die zwischen der südlichen Pali-Tradition in Dokumente zu erklären ist und dann der nördlichen, die in der chinesischen Überlieferung übermittelt wird. Wenn man die beiden vergleicht, dann gibt es einige interessante Punkte. Das erste wäre die Kette der Überlieferung, dann die Verbindung zwischen Shanakavasin und Sambuddha Shanakavasin. Und dann ist da wer ist Ashokas Hauptlehrer gewesen, dann wer ist Madhyantika und die 500 Arhats oder 500 Madhyantikas. Das ist also hier ein Teil dieser Fragen, die sich an die Person Madhyantaka heften. Also wenn man die Unterschiede spricht zwischen der nördlichen und der südlichen Übermittlung, dann sind da, und wir sprechen hier von der Übermittlungskette, der Abfolge, dann ist das in der nördlichen Überlieferungslinie im Gegensatz zu der Pali-Tradition, die im südlichen übermittelt ist. Es sind die in der nördlichen Tradition hauptsächlich in der chinesischen Sprache übermittelt, wie ich das andertags auch dargelegt habe, dass die nördliche Tradition, die chinesische Übermittlung, die tibetische, beides zu unterscheiden ist. Das tatsächlich aber wahrscheinlich, wenn wir von der nördlichen Richtung sprechen, die chinesische Übermittlung zu berücksichtigen ist. Wobei die tibetische und das chinesische, in manchen Punkten übereinstimmen. Ich habe tatsächlich ja schon angedeutet, anderen Tags, aber wenn man hier nochmal darauf schaut, dann haben wir die unterschiedliche Weitergabefolge durch die jeweiligen
Lehrer, die dem Hauptlehrer, die dem jeweils dem anderen etwas anvertrauen. So sprechen wir also von diesen Hauptlehrern in dieser Weitergabefolge der Dharma. Dann ist als erstes Mahakashapa zu nennen, dann Ananda, dann Shanavasin und Upagupta Nummer 4, der als der Hauptlehrer des Dharmakönigs Ashoka betrachtet wird. Also Upagupta heißt es hier, ist der Hauptlehrer von Ashoka. Das ist also die chinesische Übermittlungslinie oder Darstellung dem Ashoka Avadana und die in das Chinesische übersetzt ist. In der südlichen Tradition hingegen ist nicht so sehr die Rede von der Weitergabe des Dharma in dem Sinne von einem Hauptlehrer zu einem nächsten, sondern ist die Rede von davon, dass hier die Weitergabe in der Reihenfolge an Moggaliputta erfolgt schließlich, das von Upali nach Dashaka, Sonaka, Sikava und Moggaliputta. Das ist also, wenn wir diese Übermittlung ist also, wie gesagt, bereits mehr eine Überlieferungslinie des Vinaya-Pitaka, der Vinaya-Abstammungslinie. Und wenn wir dann hier einige Figuren, die darin erwähnt sind, betrachten, da ist der Shanakavasin und Sambhuta Shanakavasin, die jeweils auftauchen. Wie ich anderntags erwähnt habe, ist da eine Beziehung zwischen dem Shanakavasin in der nördlichen Tradition und Moggaliputta in der südlichen. Und die Frage taucht jedenfalls, ob da eine Beziehung in der südlichen Tradition ist ganz klar erwähnt, dass da ein älterer Zeit mit dem Namen Jonas Sambhuta Shanakavasin benannt wird und der Sambhuta Sanavasi genannt in Pali und ist einer der Älteren, der dort erwähnt wird. Und zu seiner Zeit war das 100 Jahre nach dem Parinirvana des Buddha zur Zeit des zweiten Konzils. Er ist auch einer der hauptbekanntesten oder berühmtesten Älteren zu jener Zeit. Er war der Repräsentant der westlichen Tradition, auch für das zweite Konzil. Und er lebte bis zum 120. Lebensjahr, so hat er ein sehr langes Leben gehabt. So dieser Sambhuta Shanakavasin. Wenn wir dann über den Shanakavasin in der nördlichen Tradition sprechen, dann sind die Namen schon mal sehr ähnlich im Klang und da ist eine große Ähnlichkeit. Im einzigen Unterschied, dass hier in der Darlegung in der Pali-Tradition eben noch Sambhuta, Jonas Sambhuta noch davor gesetzt wird vor den Namen. Aber der Name Shanakavasin oder Shanakavasin ist dasselbe. Die Zeit ist ungefähr dieselbe, in der sie aufgetaucht seien und auch der Status, den sie einnahmen und die Funktion auch ist vergleichbar. Also vieles weist darauf hin, dass der Shanakavasin in der nördlichen Tradition und der zum Zeit des zweiten Konzils auftauchte, also dass dieser Sambhuta aus dem zweiten Konzil nach der südlichen Tradition, der Shanakavasin in der nördlichen, tatsächlich dieselbe Person darstellen. Darauf gibt es reichlich Hinweise, 100 Jahre nach dem Parinirvana des Buddha. Es gab viele, die als Ältere erwähnt werden in den Traditionen, in der Pali-Tradition, in Sattashasaka zum Beispiel. Da werden aufgeführt als Ältere des Sangha, den Sabakami, der die östliche Gruppe repräsentierte, und Revata und Jonas Sambhuta Shanakavasin als die westliche repräsentiert. Und die Rede ist also von den 8 Älteren, die damals als Repräsentanten der beiden Gruppen des Sangha dort sich für das zweite Konzil getroffen haben.
Aber es scheint, dass in diesen beiden, eben der Shanakawa in der nördlichen und der Jonas Buddha Shanakawa in der südlichen, doch vielleicht dieselbe Person sein können. Wenn man die südliche Überlieferungslinie betrachtet, aber die Überlieferungslinie des jeweiligen Erzieher oder Anleiter für die Vorsätze, für die Vinaya-Vorsätze darstellt, dann ist da nicht so sehr die Rede davon, wie Dharma-Überlieferung, Dharma-Lehre weitergegeben wird von einem Hauptlehrer zu einem anderen, sondern man spricht von einer Lehre über Abfolge der Erzieher oder Anleiter oder einer Vinaya-Fortführungslinie. Und dann sind das eben jeweils diejenigen, ist eine Überlieferungslinie von Upali-Schülern und so weiter. Und Shanakawa sind. Auf der anderen Seite war ein Anandas Hauptschüler und er ist jemand, der eine Rolle einnimmt innerhalb in der Übermittlung des Sutra Pitaka. Also, insofern ist da ein Unterschied zwischen der Funktion, die sie beide ausgeübt haben. Und als nächstes wollen wir darüber sprechen, wer denn der Hauptlehrer von Dharma-König Ashoka gewesen sei. Oder anders gesagt, wer ist der Guru von Ashoka? Und wenn wir diese Frage stellen, dann gibt es Unterschiede in der Darstellung der südlichen und der nördlichen Beschreibung. Und in der nördlichen, die hauptsächlich auf die chinesischen Quellen zurückgehen, heißt es, dass der Lehrer von Ashoka Upagupta gewesen sei. Und in der südlichen Tradition ist es Mogappalatissa. Wie auch immer. Wenn wir die Art und Weise betrachten, wie sie beschreiben ist, wie sie beiden eingeladen werden, wie werden sie dem Lehrer von Ashoka, die sind einer Einladung gefolgt und sie wurden, so schreibt in beiden Überlieferungstraditionen heißt es, nach der Einladung von König Ashoka hat er ein Boot schicken müssen, um diesen Lehrer jeweils einzuladen. Also es muss ein Platz gewesen sein, der nur durch Boot erreichbar war. Für beide Geschichten gibt es eine Rolle, die da zur Einladung diente. Und von woher wurden sie eingeladen? In der nördlichen Tradition kommt der Lehrer Upagupta aus dem Berg Urumanda. Und in der südlichen Tradition, das was auch der Sitz von Upagupta gewesen ist. Also, das heißt, und dann in der südlichen Tradition heißt es, der Lehrer ist eingeladen worden von einem Berg Aboganga, und das war aber der Sitz von Mogappalatissa. Also die Geschichten haben eine Beziehung zueinander, wie auch immer. Sind diese Geschichten sehr alt und viele Jahrhunderte sind mittlerweile verstrichen. Und die Frage, das sind sowohl in der einen Darlegung ist es Upagupta, der Hauptlehrer von Ashoka, in der anderen ist Mogappalatissa. Und wir können jetzt sicher schlecht beurteilen, wer der Hauptlehrer von Ashoka gewesen sein soll. Und möglicherweise haben beide einen Einfluss auf König Ashoka gehabt. Das ist also ein anderer Punkt, über den wir nachdenken können. Ein anderer Punkt ist, in Taranata heißt es, als König Ashoka noch jung war, da sei der 5. Hauptlehrer Dittika anwesend gewesen. Also König Ashoka und Dittika. Und dann soll auf der anderen Seite Upagupta der Lehrer gewesen sein, aber es gibt keine Beziehung zwischen allen drei gleichzeitig. In Taranatas Geschichte des Buddhismus in Indien heißt,
dass der Hauptlehrer von Ashoka Makyasha gewesen sei, der auch in dem zweiten Konzil auftaucht. Also und in der Pali-Tradition heißt es, dass der wiederum bis zu einem Alter von 160 Jahren gelebt haben soll. Und dann gibt es die Darlegung, dass eben da in der und dass da ein gewisser Yasha, der zur Zeit des zweiten Konzils auch da gewesen sei, der Hauptlehrer von Dharma König Ashoka gewesen ist. Also die tibetische Tradition und in der Geschichte von Taranathas Darlegung ist halt etwas verschieden. Das ist sehr wichtig, dass wir wissen, dass es solche Unterschiede in der Beschreibung der Geschichte gibt. Aber das ist das Einzige, was wir jetzt soweit feststellen können über die Frage, wer der Hauptlehrer von König Ashoka gewesen sein. Und sprechen wir noch über die Unterschiede zwischen der südlichen und nördlichen Übermittlungstradition. In der nördlichen Tradition, in der Ashoka Sutra und Ashoka Avadana, war da eine Person Madhyantika, das war die zweite Person, über die wir hier sprechen. Madhyantika war der letzte Schüler von Ananda. Das heißt, bevor Ananda in Parinirvana ging, 100 Jahre nach dem Parinirvana des Buddha, habe er seinen letzten Schüler Madhyantika, nach Kashmir gesandt, um dort Dharma zu verbreiten. Und dass dann gemäß dieser Prophezeiung dann Madhyantika tatsächlich nach Kashmir gegangen und dort eine Dharma-Lehre verbreitet hat und hat dort einen bösartigen Naga bezwungen und hat, um die Leute dort zu lehren, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen, ihnen gezeigt, wie man Safran anpflanzt und so weiter. Dieser Madhyantika war also eine sehr wichtige Figur für die Ausbreitung des Dharma in Kashmir. Und für die Menschen in Kashmir hat er eine wichtige Funktion. So heißt es in der nördlichen Tradition. In dem Ashoka Sutra und dem Ashoka Avadana. In der Sri Lanka Geschichtsaufzeichnung heißt es zu der Zeit von König Ashoka, dass Mogabudisa einer der Hauptlehrer von Ashoka gewesen sei und dass er wiederum seinerseits 9 große Lehrmeister beauftragt habe oder ermutigt habe, den Dharma des Buddha zu verbreiten in 9 verschiedenen Regionen oder Ländern. Und dass darunter einer Madhyantika gewesen sei, der mit 5 anderen Bhikshus zusammen nach Kashmir und Gandhara sich aufgemacht habe. Und in dieser Sri Lanka-Tradition heißt es, Madhyantika hat sich tatsächlich nach Kashmir begeben und hat dort mit magischen Kräften einen bösartigen Nagas bezwungen und hat den Menschen dort, die einen Ashivisopana Sutta gelehrt, der die Analogie mit Schlangen und so weiter herstellt und so weiter. Er hat also dort Dharma unter den Menschen verbreiten können. Und beide haben, also wenn man vergleicht, in einem sehr ähnlichen Verlauf. Beide sind nach Kashmir gegangen, also nach der südlichen und der nördlichen Tradition. In beides die Rede davon, dass sie nach Kashmir gingen, dass sie Nagas bezwungen haben und so weiter. Also es scheint, dass sie doch vielleicht dieselbe Person gewesen sein könnte. Und in der nördlichen Tradition, aber im Besonderen heißt es, Madhyantika der letzte Schüler von Ananda gewesen sei. Wenn wir also diese nördliche Tradition als die Grundlage nehmen, dann wäre der Zeitpunkt müsste er ein Zeitgenosse von Upagupta gewesen sein. Upagupta wiederum war ein Zeitgenosse von Ashoka. Und soll auch der Hauptlehrer von Ashoka gewesen sein, der Ashoka mit den Lehren des Buddha vertraut gemacht habe.
Das ist die eine Möglichkeit. In der singalesischen oder Sri Lanka-Tradition wiederum wäre Madhyandika mit 5 Bhikshus ausgezogen, um den Dhamma zu verbreiten. Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt. Weil wenn wir nicht 4 Bhikshus haben, dann haben wir keinen Sangha. Dann ist es nicht möglich, unter einer Zahl von 4 Bhikshus ist es nicht möglich, dass die Gemeinschaft des Sangha ihre verschiedenen Sangha-Gemeinschaftsverrichtungen vollbringt und so weiter. Braucht es für die Ordination hier auf jeden Fall diese 5 Bhikshus. Und das wäre der Grund, warum da 5 Bhikshus mit in Madhyandika zusammen darauf in die Gegend gegangen sind. Der andere Punkt hier, das ist jetzt meine eigene Weise, das darzulegen, vielleicht meine eigenen Ideen, die ich dazu habe. Meine Idee kommt hier von den, was wir in Tibeten, die Tibetischen hauptsächlich kennen, das ist die kleineren Abhandlungen zu dem Vinaya. Und diese Überlieferung sagt, dass als Ananda dabei war, sein Leben zu beenden, und weil es dann einen Konflikt gegeben haben würde zwischen den Königen von Veshali und Magadha, die beide sich über seine Reliquien streiten würden, heißt es sei in die, wenn er also in Magadha gestorben wäre, dann hätte der Veshali-König seine Reliquien nicht gehabt und umgekehrt, in Vaishali gestorben, hätte der Magadha-König seine Reliquien nicht haben können. Und um also solchen Streit zu vermeiden, habe er sich in die Mitte des Flusses Ganges begeben und habe dort sein Leben beendet. Das heißt, also weder auf der Magadha noch auf der Vaishali-Seite. Und als er dachte, jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, dass das Ende seines Lebens gekommen sei, das wird berichtet, dass die Erde 6-mal gebebt habe. Es gibt so viele Geschichten darüber, dass wenn großartige Lebewesen davongehen, dass dann die Erde 6-mal bebt. Also gab es also ein Erdbeben. Als der 16. Kammerbei in Chicago starb, gerade unmittelbar vorher gab es ein kleines Erdbeben in Chicago. So wurde es berichtet. Und die Älteren haben damals gesagt, oh, das ist das Zeichen, dass er jetzt von uns gehen wird. Es gibt also Omen oder Vorzeichen für das Fortgehen von großartigen Wesen. Also jedenfalls gab es da die Geschichte von den 6 Erdbeben und in der Zeit habe es einen Heiligen gegeben, also einen Rishi, der diese Omen sofort verstanden hat und sich sofort auf magische Weise direkt zueinander begeben hat und gesagt, oh, du willst jetzt von uns gehen. Und das war in der Mitte des Gangesflusses. Und hat dann Ananda, heißt es, habe dann dort in der Mitte des Flusses eine Insel erscheinen lassen. Und dieser Rishi habe mit sich 500 Schüler gebracht und die sagte, wenn du jetzt fort uns gehst, dann gib uns schnell noch die Ordination, gib uns die Chance für eine Bestwertung. Und er habe dann eben alle diese 500 dort auf dieser Insel Platz nehmen lassen. Und dann habe er diese Worte gesagt, die Vorsätze, die wiederholen. Bei der ersten Wiederholung haben sie schon den Punkt erreicht, dass sie nie wieder zurückfallen können. Und bei der dritten Wiederholung dieser Vorsätze haben dann alle 500 zu gleicher Zeit den Zustand eines Arahats erlangt. Und weil sie dort in der Mitte des Flusses, ihre Bestwertung, also die Ordination durchlaufen haben weil sie könnte man sie auch als Madhyantika bezeichnen, was nämlich im Sanskrit bedeutet, so viel, was wie auch in der Mitte des Flusses oder auch in der Mitte kann aber auch die Mitte des Tages sein, wie es in der tibetischen Übersetzung benutzt wird. Und also man könnte also sagen, das sind die 500, die mit der Tagesmitte, oder man kann sie als die 500 der in der Mitte des Flusses bezeichnen.
Und dann wäre, um dann diese 500 nicht zu verwechseln mit dem anderen Madhyandika, müsste man den einen als den großen Madhyandika bezeichnen. Und jedenfalls heißt es, diese 500 haben den Zustand des Arahats erreicht in der Mitte dieses Flusses. Und dann haben sie als zueinander gesprochen und haben gesagt, hier so wie Subhadra, die letzte Person, also war die durch Buddha diese Bestwertung gewährt wurde, also die Ordination, und direkt vor dem Parinirvana des Buddha. Und er konnte es nicht aushalten, dass sein Anleiter vor ihm gehen würde, und hat dann schnell vorher selber noch sich in Nirvana verschwunden. Und so sollten wir das auch tun. Wir sollten es also jenem gleich machen und vor dir noch gehen. Aber Ananda, so heißt es dann in der Geschichte, sagte, als sie ihm verkündeten, wir wollen dann schneller in Nirvana gehen, bevor du gehst, weil wir das nicht aushalten können, dass wir übrig bleiben. Die Antwort von Ananda war aber, er sagt, also, Jungs, Kinder, langsam. Es ist nicht richtig, dass ihr jetzt schon an dieser Stelle aus dem Leben scheidet, weil als der Buddha in Parinirvana ging, hat der Mahakashyapa die Lehre anvertraut. Und als Mahakashyapa aus dieser Welt ging, hat er sie mir anvertraut. Und jetzt so, wenn ich jetzt hier aus dieser Welt gehe, Nirvana eingehe, dann müsst ihr diejenigen sein, die die Lehre des Buddha beschützt. Und da ist auch eine Prophezeiung des Buddha, der sagt, es gibt einen Platz, wo alle die Notwendigkeiten des Lebens zu finden sind. Und das ist in dem Land Kaschmir. Und das ist der beste Platz für euer Üben des Dhyana. Das ist ganz klar aufgezeichnet in der chinesischen Überlieferung. In der chinesischen Überlieferung ist das sehr... Das heißt, Kaschmir wird als der Platz bezeichnet, wo es ganz einfach sei, die Mittel für den Lebensunterhalt zu finden und auch die innere Sammlung zu erreichen. Und außerdem gibt es da die Prophezeiung, so heißt es, dass 100 Jahre nach seinem Parinirvana ein Bhikshu mit dem Namen Madhyandika erscheinen werde und er die Lehre des Buddha in Kaschmir verbreite. Und deshalb, ihr Söhne hier, müsst diese Lehre beschützen und müsst ihn zu dem dorthin bringen. Und all die Schüler dieser Rishi mit all seinen Schülern, alle haben dann gesagt, so werden wir es tun. Also wenn wir diese kleineren Abhandlungen über Vinaya als Grundlage nehmen, dann kommen wir sozusagen auf zwei Madhyandikas, einen früheren und einen späteren. Der frühere wäre der Schüler von Ananda gewesen, und das andere waren diese Madhyandika, die später dann als Zeitgenosse von Ashoka die Lehre in Kaschmir verbreitet. Wenn wir die nördliche Übermittlung betrachten, dann hat Ananda den Dharma 30 oder 40 Jahre lang nach dem Parinirvana des Buddha bewahrt. Das müsste also sein, dass vielleicht ungefähr 50 Jahre dann nach dem Fortgehen des Buddha Ananda in Parinirvana einging. Das heißt, Anandas Parinirvana wäre dann, wenn er 40 Jahre nach dem Parinirvana des Buddha den Dharma bewahrt habe, dann ungefähr 50 Jahre nach da vielleicht gewesen. Jedenfalls nicht mehr. Außerdem, wenn Ananda Madhyandika von der Prophezeiung des Buddha berichtet, sagt der Buddha hat vorausgesagt, dass 100 Jahre nach meinem Parinirvana ein Bhikshu namens Madhyandika erscheinen wird und er werde die Lehre in Kaschmir verbreiten, dann bedeutet das, dass 100 Jahre nach dem Parinirvana jemand aufgetaucht sein muss mit dem Namen Madhyandika in der Zukunft also. Also 100 Jahre nach dem Parinirvana des Buddha. In gleicher Weise, wenn hier einander gesagt haben soll, ihr Kinder, ihr Schüler, Söhne, ihr müsst die Lehre nach Kaschmir bringen. Und das sind alles die Schüler, die ja gerade eben erst hier die Bestwerdung, also die Ordination hat zuteil werden lassen. Und ihr müsst, also ihr
und die dann versprochen haben, das genauso zu tun. Dann haben sie gesagt, wir werden das tun. Das waren also sozusagen Anandas letzte Schüler. Dann könnte man das so verstehen, dass sie, wenn das heißt, ja, bring ihm die Lehre, wenn man diesen Satz hat, ihr müsst ihm die Lehre bringen, dann, und als er ihnen berichtet, dass da jemand kommen werde mit dem Namen Madhyandika und er müsste ihm die Lehre bringen und dann da mal helfen, in Kaschmir zu verbreiten, dass das nicht zu dem Individuum geht, sondern dass das heißt, ihr müsst den Dharma nach ihm, nämlich den Dharma nach Kaschmir bringen, oder müsst den Dharma nach ihm, nämlich nach Kaschmir bringen. Und dann wäre dann, aber wenn das aber die Zeitreihenfolge so wie vorher beschrieben wäre, dann hätten sie noch 50, 60 Jahre warten müssen nach dem Fortgehen von Padaniva des Ananda, um dann ihre Reise nach Kaschmir aufzumachen. Das wäre sehr merkwürdig. Und wir reden ja hier von 500 Madhyantikas. Also 500 Madhyantikas. Das macht es auch nicht noch einfacher. Und das sind also dieser Rishi und mit den 500 Schülern. Das heißt, dieser Rishi kam zueinander in der Mitte des Flusses und hat seine 500 Schüler mitgebracht. Und wenn dann an dieser Stelle Ananda 50 Jahre gewesen wäre, dann hätte er vielleicht noch Madhyantaka 50 Jahre gewesen wäre, dann hätte er vielleicht noch nach Kaschmir gehen können. Er aber selber schon 100 Jahre alt ist, also noch 50 Jahre hätte warten müssen. Dann wäre er wahrscheinlich zu alt gewesen, um nach Kaschmir zu gehen. Also da ist diese Voraussage aus dem Mahabharata, wo der Buddha sagt hier, es wird ein Kloster geben, und einen Platz, eine Abgeschiedenheit für Dhyana, für Sammlung zu üben in Kaschmir. Und 100 Jahre nach mir nach meinem Parinirvana wird ein Bhikshu Madhyantika kommen, der dann die Lehre des Buddha dort in Kaschmir verbreitet. Und das wäre 100 Jahre nach dem Parinirvana. Aber eine andere Weise, das ist so ähnlich, wie es in den kleineren Darlegungen des Vinaya in der tibetischen Tradition übermittelt ist. Und eine Alternative wäre aber, dass wir hier die 100 Jahre nach dem Parinirvana aber als Halbjahre rechnen, wie es auch die Tradition gibt, die Jahre nicht in ganzen, sondern in halben Jahren zu zählen. Und dann wären es tatsächlich aber 50 Jahre danach gewesen. Und wenn es nur 50 Jahre wäre, dann wäre sein letzter Schüler, nämlich von Ananda, letzte Schüler von Ananda, wäre dann derjenige gewesen, der direkt nach Kaschmir hätte gehen können. Das wäre jedenfalls einfacher von der Zeitaltenfolge. Aber wir haben auch eine Quelle dafür, die ist nicht nur, dass es dann schöner zu erklären wäre. Es gibt tatsächlich eine Quelle, nämlich in Xinjiang, großem Reisebericht der Reisen in die westliche Region, heißt es, 50 Jahre nach dem Tathaga, das Parinirvana, wird Anandas Schüler, ein Arhat mit dem Namen Madhyantika, erscheinen, die hat die 6 Arten von Hellsicht erreicht und die 8 Arten von Freiheit gewonnen, und er weiß von der Prophezeiung des Buddha, und er wird mit großer Freude in diese Region gehen. Das wäre also 50 Jahre nach dem Parinirvana des Buddha. Also in Tangchen Sangs Geschichte hat damals mit den Leuten in dieser Region gesprochen und hat das wiederholt, was diese Menschen eben zu jener Zeit erklärt haben. Er hat es aufgezeichnet. Also das ist der Reisebericht und sein Report über die Kommunikation, die er mit den Menschen dieser Zeit damals geführt hat. Und in der Taranadis-Geschichte von Indien heißt es dazu,
Aufgrund all dessen heißt es, dass die Kaschmiris müssen definitiv Madhyantaka als einen ihrer Hauptlehren in der Dhamma-Weitergabe-Abfolge aufführen, weil Madhyantaka in Zentralindien damals die Lehre bewahrt hat und zu jener Zeit hatte Madhyantaka viele Schüler, also 50 Jahre gelehrt. Und dann hat, nachdem er also in Zentraltibet die Lehre bewahrt hat, sei er dann erst nach 50 Jahren nach Kaschmir gegangen. Und zu der Zeit habe Shanakavasin erst zunächst wenige Schüler gehabt und nachdem Madhyantaka nach Kaschmir ging, habe Shanakavasin dann die Lehre bewahrt und sei der Achte in der Abfolge. Also wenn man das erklärt, was Taranaka über Indien erklärt, dass Ananda die Lehre für 40 Jahre aufrechterhielt und dann in Parinivada ging und das nächste Jahr dann nach dem Fortgehen von Ananda Ajatashatru auch in Parinivada ging. Und Ajatashatrus Sohn Udayabhadra habe dann die Führung übernommen. Und dann sei Madhyantaka erschienen, der die Lehre für 17 Jahre lang bewahrt habe und dann gelegentlich dann auch nach Kaschmir ging. Und ungefähr, das sind vielleicht die 50 Jahre, die bei Xunzang erwähnt sind. Das wäre also 50 Jahre nach dem Parinirvana, das Ubhagupta nach Kaschmir. Aber was ist in dem... Es gibt noch eine andere Darstellung in dem Kapitel über Heilung, in dem Mula Sarvastivada Abhandlung über Vinaya, worunter heißt, dass Madhyantaka seinerseits diese Bestwertung oder die Ordination Ubhagupta gewährt habe dann hätten aber dann die beiden Zeitgenossen sein müssen, was noch nicht mit der normalen Übermieterungslehre der Sarvastivadin übereinstimmt. Wenn Madhyantaka tatsächlich Ubhagupta die Ordination oder diese Bestwertung gewährt habe, dann passt das nicht in die normale Zeiterlegung, wie sie sonst in der Geschichte des Sarvastivada erzählt wird. Und wenn Taranaka dies so sagt, dann ist das die Position der Kaschmir-großen Darlegung oder des Kaschmir-Sarvastivada. Gut, als nächstes wollen wir über die 500 Madhyantikas oder 500 Arhats sprechen. Wie ich bereits vorher erwähnt habe, als Ananda dabei war, in Parinirvana zu gehen, war da dieser Rishi, der mit 500 Schülern, die alle in seiner Gegenwart diese Bestwertung vollzogen, also in der Gegenwart von Ananda und deswegen, weil sie das in der Mitte des Flusses geschah, sie auch als Madhyantika, als in der Flussesmitte oder auch in der Mitte des Tages, beide diesen Namen bekommen haben könnten. Das waren einige Fragen, die man dazu aufstellen könnte. Wie kann da eine Person, also Ananda, 500 Leuten gleichzeitig eine Ordination gewähren? Also am gleichen Zeitpunkt und innerhalb einer Stunde. So in Taranatas Geschichte heißt es, dass das alles in einer Stunde auf magische Weise stattgefunden haben. Das ist also, natürlich kann es mal schneller oder langsamer gehen, aber trotzdem schwer vorstellbar in 500, dass die vollständige Übermittlung aller Arten von Vorsätzen für 500 Leute gleichzeitig habe stattfinden können. Und einige Darlegungen sagen, dass Ananda, also dass in der Mitte in der Parinirvana Sutra heißt es, dass als es in der Mitte des Flusses auf einer magisch entstandenen Insel dann dort Ananda diesen 500 gleichzeitig die Gelübde gegeben haben sollte, dass er das durch Abgrenzung mit Hilfe von Fäden habe durchführen können. Und das alles, so sagt Taranaka, habe in einer Stunde stattgefunden.
dass in solcher kurzen Zeit, wie können diese 500 Leute alle gleichzeitig innerhalb von einer Stunde die vollständige Übermittlung aller Vorsätze für ihre Ordination oder Bestwerdung empfangen? Und dann kommt da der weitere Punkt noch dazu, dann als einander diesen Entschluss fasst, oder jetzt, dass er aus dem Leben gehen werde. Und dann, das war ja sozusagen gewissermaßen, es hat sich erst so zufällig ergeben. Äh, Und er sich dann darüber klar wurde, dass er nicht auf der einen Seite des Flusses noch auf der anderen Seite werde fortgehen können, weil die beiden Könige von Magadha oder Vaishali sich dann über seine Reliquien streiten werden und er dann keine andere Wahl sah, als in die Mitte des Flusses sich zu begeben, um dort nicht in einen Kampf oder Streit sich verwickeln zu lassen. Das war ja so der Grund gewesen, warum er in der Mitte des Flusses habe fortgehen müssen. Also er habe sozusagen plötzlich diesen Entschluss gefasst, also ganz spontan diesen Entschluss gefasst, oh, jetzt ist wenn ich jetzt sterben muss, dann muss ich in der Mitte des Flusses sterben. Und was aber in der Parinirvana Sutra heißt, dass dann dieser Rishi gewusst habe, dass er dort da sterbe. Wie kann er es denn so schnell sehen können? Und dann gibt es andere Darlegungen, die sagen, der Grund sei der, dass der Rishi das gewusst habe, ist, weil es diese Erdbeben, also Vorzeichen gegeben habe und dass er dann deshalb gewusst habe, Ananda werde jetzt jetzt in aller Bälde von uns gehen. Aber wie konnte er das in dieser ganz kurzen Zeit bewerkstelligen? Dann gibt es die Geschichte, dass er mit Hilfe von magischen Kräften, die er bereits erlangt habe, dann alle Leute dorthin gebracht habe. Gut, das sowas erklärt jetzt, wie der Rishi selber zueinander gekommen ist, aber wie kommen die 500 anderen Leute dazu gekommen? Dann gibt es aber die Darstellung wieder anders, als wo Ananda sagt selber, Ananda sagt, er habe den Gedanken gehabt, mögen alle Schüler zu mir kommen und dass durch die Kraft dieses Gedankens, dass alle Schüler zu ihm gebracht werden sollen, dass sie dann plötzlich alle 500 sich dort versammelt haben. Wie können also diese 500 Schüler dort hinkommen? Selbst wenn der Rishi dort mit magischen Kräften hingekommen ist, sind die 500 Schüler dahin gekommen. Das heißt, der Rishi hat seine 500 Schüler mit sich gebracht. Also mein eigener Gedanke dazu ist, wenn wir die 500 Madantikas hier nachdenken, nach den Berichten von Tan Shin Song über seinen großen Reisebericht von der Reise in die westlichen Regionen, da heißt es, dass es 100 Jahre nach dem Parinirvana des Buddha der König Ashoka erscheinen werde und zu dieser Zeit von Ashoka, dass da 500 Arhats und einem weiteren Gemeinschaftssangha von gewöhnlichen Sterblichen gewesen sei. Und dann ist auch der Zeitpunkt, von dem ein Bhikshu Mahadeva, so heißt es in dem Reisebericht von Tanshin, ein Mahadeva genannter, der falsche Schriften verbreitet habe und der den König aber auf seine Seite gebracht und die 500 Arhats dadurch ausgeschlossen, über den Fluss gebracht werden sollten in lecken Booten, weil sie nämlich diese Lehre des Mahadeva, dieses Bhikshu, diese falschen Ansichten des Mahadevas nicht übernehmen wollten, dass die 500 Arhats dann ausgeschlossen und in Booten mit Lecks auf den Fluss ausgesetzt wurden. Und als sie in der Mitte des Flusses angelangt, dann, wo die Boote zu sinken begannen, sie dann durch ihre magischen Kräfte sich in die Lüfte erhoben und nach Kaschmir geflogen seien. Der König habe dadurch großes Bedauern verspürt und dass er diesen Fehler begangen habe und musste das wieder gut machen und habe dann sie gebeten, dass sie wieder zurückkommen mögen. Und als er diese Arhats sozusagen dazu gebeten hat, haben sie diese Bitte nicht angenommen. Der König habe dann als Folge, um das wieder gut zu machen, 500 Klöster für diese Arhats in dem Land dort in Kaschmir aufgebaut.
Und das heißt, wenn wir darüber, dann können wir uns also wundern, ob das, was in der Sarasvati-Geschichte, diese 500 Adas sind, die den Fluss überquerten, dass sie daraus eine neue Geschichte gemacht haben, diese 500 Madhyantikas, die in der Mitte des Flusses dort ihre Bestwerdung oder Ordination empfangen haben, oder ob diese zwei Geschichten hier einfach verwirrt worden sind, miteinander verwechselt im Laufe der Zeit, weil diese viele Jahre vergangen sind, dass diese beiden Geschichten hier. Und wir sprechen aber, diese 500 kommen viele Male vor in dem Vinayana. 500, da ist dieser 500 Rishis oder 500 Fischerleute. Oder hier ist die Rede von 500 Bhikshus, also immer die Rede von 500, die Zahl 500. Warum sind es immer 500? Warum ist es immer genau 500? Es scheint manchmal so, als ob diese 500 nur so ein Code ist für etwas, einfach für etwas anderes steht und nicht tatsächlich die Zahl 500. Zum Beispiel in Tibetischen haben wir auch so eine Redensweise, wir müssen auch sprechen von den 100 Sadhanas oder so. Wir reden von 100, meinen aber nicht, dass nicht die Zahl 100, sondern eigentlich, dass es halt ganz viele sind. Vielleicht einfach nur so eine Zahl. Vielleicht heißt dieses 100, definitiv im Tibetischen ist es so, dass die Zahl 100 dann nicht unbedingt in 100 genau in Zahlen bedeutet, sondern einfach für eine große Zahl steht. Sollen wir sagen, hunderte von Leuten waren, 100 Leute. So sagen wir, ne? Hunderte von Leuten waren da und wir meinen damit, dass einfach viele Leute da waren. Nicht, dass exakt 100 abgezählte Leute dort waren. Also das auf die Zahlen bezogen, die in unseren Geschichtserzählungen da auftauchen. Oder so 84.000 Damas oder 84.000 Königinnen und weiß nicht was halt. Es ist ein König mit 84.000 Königinnen. Das wäre etwas schwierig. Wo wollten die denn wohnen? In welchem Hause wollten die denn untergebracht sein? Das wäre tatsächlich viel schwieriger. Da wird von 84.000 Königinnen geredet, aber tatsächlich meint es, weil sie große Qualitäten haben, dass sie voller großer Qualitäten sind. So dass das sind 8 Königinnen gewesen sein, die aber von ihrerseits so viele Qualitäten in sich vereinigen, dass sie 10.000 anderen entsprechen, sodass man daraus 84.000 macht. Also die Frage ist, ob da nicht hier die poetische Ausdrucksweise mit Geschichtsberichten sich vermischt. Dass man 8 Leute in 84.000 verwandelt, um sie ihre Großartigkeit hervortreten zu lassen, also als eine poetische Wendung. Okay, das ist, wo wir es heute mit diesen Fragen hier jetzt erstmal belassen.